was Wunder bewirken. Geistliche Dinge, sagt ja der Paulus, müssen geistlich beurteilt werden. Ein Bauern-Ehepaar hat mir erzählt von einem Nachbar, der hat sie verspottet, weil sie in eine Freikirche gegangen sind. Sättiges braucht er nicht, er ist lieber auf dem Bänkchen vor dem Haus am Sonntag. Aber ist du doch krank geworden und ging kränker. Einmal haben sie für ihn gebetet. Es hat eine schlagartige Wendung gegeben von dieser Krankheitsgeschichte. Er ist geheilt worden. Aber nachher hat es angefangen zu werken in diesem Leben. Das ganze Leben musste umgeschaufelt werden, umgeschichtet. Was zuunterst war, zuoberst und so weiter. Und was ganz oben war, war nachher unter. Und dann hat man gesehen, was ein Wunder in einem Menschenleben bewirkt. Am Schluss ist es sogar mit ihnen in den Hauskreis gegangen. Unvorstellbar 3 Jahre vorher. Ihr glaubt es nicht, aber hier innen wohnt ein Mensch. Es ist ein Mensch, der nur materiell denkt, der nur so quasi ein physikalisches Weltbild hat, der nichts vom Metaphysischen hält. Ein Mensch also mit seinen Prinzipien, und was alles zu diesen Prinzipien gehört, das können wir jetzt mal sehen, wenn wir um das Haus herumlaufen. Ihr seht, der Mensch hat sich ein veritables Gefängnis aufgebaut. Es hat nicht einmal recht Fenster, geschweige denn Türen. Aber jetzt ist ein Wunder passiert. 3 Wänge sind plötzlich fortgefallen. Er kann rausstehen. Ich glaube, was ich sehe, stimmt nicht mehr. Alles wiederholt sich, stimmt auch nicht mehr. Ich kann alles erklären, stimmt erst recht nicht mehr. Es bleibt nur noch 1 Wang. Und jetzt muss er sich entscheiden, soll das der Rest von meinem Haus sein? Verstecke ich mich nach wie vor hinter dieser letzten Wang. Es kommt mir nichts Neues in mein Haus. Glücklicherweise gibt es Leute, die sagen, mal, es darf etwas komplett Neues in mein Leben hineinkommen. Eine metaphysische Dimension, eine geistliche Dimension. Etwas, das mit Gott zu tun hat, mit einem lebendigen Gott. Wir können gar nicht unterschätzen, was in einem solchen Menschenleben passiert. Im ersten Moment sieht er vielleicht aus wie ein Spieler von Bayern München, der gegen Chelsea verloren hat, obwohl eigentlich alles klar wäre. Völlig am Boden zerstört. Seine Welt ist ihm verloren gegangen. Oder ist er seine Welt verloren gegangen? Oder ist nicht er in seiner früheren Welt ganz verloren gewesen und ist jetzt endlich aus dieser Verlorenheit herausgekommen? Jedenfalls wird sehr viel passieren in einem solchen Menschenleben. Durch ein einziges Wunder kann das ausgelöst werden. Das ganze Denken wird umkrempelt und eine Welt verschwindet in Staub, Schutt und Asche. Vom rein physischen zum metaphysischen oder biblisch gesagt vom natürlichen zum geistlichen ist es ein grosser Schritt, ist es ein Sprung, ist es ein Quantensprung. Und nicht selten braucht es eben sogar ein Wunder, für das das überhaupt möglich wird. Wir dürfen nicht vergessen, die alte Welt ist sehr solid. Da gehören Erziehungsmethoden, Familientraditionen, kirchliche Traditionen dazu. Die Schule kommt manchmal da auch noch rein, Erlebnisse, die man gemacht hat und auch noch der Charakter, der vielleicht ein bisschen träge ist. Und so muss wirklich manche Steine vom anderen abgepiegelt werden, für dass ein Mensch ganz neu anfangen kann. Ausser eben, er sagt, es kommt mir nichts Neues ins Haus. Nach dem Wunder muss man allerdings sagen, ja, in welches Haus denn eigentlich noch, wenn nur noch die letzte Wand da steht.